Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum FC Bayern Taktikfuchs. Leute, mein Tipp fürs Spiel am 14. Bundesligaspieltag gegen Mainz 05 und ja, meine Aufstellung, wie ich aufstellen würde. Ja. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das sehr gerne, zumindest wenn euch gefällt, was ihr hier seht. Ja, wenn nicht, dann lasst es natürlich. Ihr unterstützt damit einfach das, was ich hier so tue. Wa? Und damit gehen wir mal rein. Gut, Standardsatz wäre ja jetzt, Neuer und Kane stellen sich von alleine auf. Ja, Barrett stellt sich von alleine auf. Ja, und ich denke, Thomas Müller stellt sich nach seinem Tor auch von alleine auf. Fangen wir so an. Logisch, erstmal mein Tipp, wird ein 2:3 oder ein 1:3 tippe ich. 1:3, ja. Ich würde natürlich den Daniel wünschen, dass er zu 0 spielt. Ja, aber ich denke, unsere Mannschaft läuft schon am Limit aktuell. Ja. Muss man mal sehen, wie heiß Mainz ist, aber die sind meistens immer sehr heiß gegen Bayern, also von daher. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, ich denke, Thomas Müller, Mathis Tell maßlos enttäuscht. Ja, entweder hätte man die Eier und stellt irgendwie einen Irankunda da vorne rein, was nicht passieren wird, erst recht nicht, weil Müller ein Tor gemacht hat und seine Leistung war ja auch echt okay. Ja. Also von daher denke ich, wird ein Müller in der Anfangs-Startelf erstmal stehen. Gut, unsere Innenverteidigung sollte klar sein, ist auch unser Fixpunkt aktuell. Ja. Die Frage ist, wird ein Boe anfangen, wird ein Boe nicht anfangen, wird ein Conny Leimer rechts spielen, wird ein Conny Leimer links spielen, darf wieder ein Guerrero anfangen, der für mich auch super enttäuschend war. Aber es geht ja nicht darum, wie es sein wird, sondern wie ich aufstellen würde. Ja. Für mich gehört ein Boe nach rechts in die Startelf, da müssen wir gar nicht drüber reden und natürlich zusammen mit dem Michael. Das kann eine sehr, sehr starke rechte Seite der Zukunft bei uns werden. Ne? Alles, was ich bisher gesehen habe vom Boe. Natürlich alles, was wir bisher auch verletzungsbedingt von ihm bei uns gesehen haben. Wird natürlich die Frage aufwerfen lassen, bekommt man das in den Griff? Oder muss man damit rechnen, dass er wie so ein Gnabry oder so ein Coman ein Drittel der Saison mindestens immer weg ist? Das wäre natürlich fatal. Ja. Aus alternativen Mangel, ich sehe einen Guerrero aber nicht. Ja. Ich weiß, ist ein Spiel gegen Mainz, ist mir egal. Ich würde einen Alamatz nur reinwerfen. Punkt. Ja. Weil für mich gehört immer noch, ich werde das auch weiterhin so sagen und machen und aufstellen, Conny Leimer auf die 8. Hat er jetzt in den Spielen mehrfach bewiesen. Käme ich natürlich auf der 6. Und natürlich Musiala auf die 10. Ja. Steht ja außer Frage. Ja. Gut, auf der linken Seite hätten wir natürlich jetzt alternativlos einen Leroy Sané. Der letzte Auftritt war einen Tacken besser, definitiv. Ja, aber nichts, was für mich eine Startelf-Einsatz rechtfertigen würde. Ja, an Mathis Tell auch da Startelf-Einsatz sehe ich auch nicht. Ja. Heißt, wir hätten einen Ibrahimovic oder einen Irankunda. Ich weiß nicht, ob ein Ibrahimovic unbedingt so ein Außenspieler ist. Ich würde einfach mal den Irankunda reinwerfen, Alter. Ja, wenn wir ihn schon mitnehmen. Haben wir eine junge linke Seite? Ja, natürlich, birgt natürlich ein gewisses Risiko. Gar keine Frage. Aber ein Conny Leimer kann ja auch mit ihr auf die linke Seite ein bisschen mitarbeiten. Ansonsten hast du einen starken Innenverteidiger da stehen. Und ja, nichts gegen Mainz. Mainz ist ein unangenehmer Gegner. Gerade auswärts haben wir immer Probleme gehabt die letzten Jahre, gar keine Frage. Aber wenn nicht gegen Mainz, man wird so Jungs sonst mal reinwerfen. Ja, meiner Meinung nach. Gut. Alternative ist natürlich Leroy. Dass die Ausstellung nicht passieren wird, ist mir natürlich klar, Leute. Aber darum geht es hier bei diesem Format auch nicht. Zack. Ja, wir haben natürlich noch einen Eric.
Also wie man sieht, es ist ja auch nicht so, dass wir gar keine Alternativen haben. Ja, ich stelle jetzt mal den Teil hier hin, hätte ich natürlich andersrum machen müssen oder können. Mache ich auch, komm, machen Leroy dahin. Und wir machen hier mal den Tell hin. Und dann machen wir einfach mal auf der offensiven Position den Ibrahimovic rein. Können den Tell natürlich auch vorne in die Spitze als Alternative machen. Ja. Ihr seht, ein paar Alternativen haben wir noch, aber natürlich auch jetzt nicht super viele. Ja. Aber ich denke, gegen Mainz könnte man das ruhig mal versuchen. Ja, man könnte natürlich auch sagen, man stellt einen Guerrero auf die 8 oder sowas. Aber für mich ist Conny Leimer einfach der Achter in diesem System, wenn Pavlo nicht da ist. Aber Pavlo ist ja auch fit eigentlich, ne? Die Frage ist, wie fit ist er? Dann würde ich natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, dass ein Pavlo beginnt. Ja? Aber ich weiß halt nicht, wie fit er ist. Von daher, ich würde da auch kein Risiko eingehen. Das Spiel gegen Leipzig ist auf jeden Fall wichtiger. Aber auch da wäre Conny Leimer natürlich extra motiviert. Ja, also wenn Pavlovic, der ja eigentlich Pause hatte, pass auf, ich drehe das um. Ich drehe das um. Ja, wenn Pavlovic fit ist, fängt natürlich ein Pavlovic an. Ganz einfache Kiste. Und ansonsten für mich Conny Leimer. Ansonsten Conny hat ja auch eine gewisse Verletztenhistorie, hat die letzten Spiele viel gespielt, dann tut es ihm vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn er mal draußen ist. Ansonsten ist Conny Leimer natürlich hier super variabel. Rechtsverteidiger kann er natürlich auch spielen als Alternative, aber da könnte auch ein Aznu spielen als Alternative und so weiter und so fort. Ja. Also wie man sieht, wir haben schon noch einige Alternativen da. Das ist gar nicht das Problem. Und ich denke, wenn man sich die Qualität anguckt von dem, was auf dem Feld steht, ist das jetzt auch nicht so, wo man sagt, oh, da müssen wir jetzt aber irgendwie Angst haben. Nee, es ist immer noch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Selbst wenn man hier mal so eine junge Seite integriert, ist es immer noch eine starke Mannschaft. Ja, ich bin gespannt auf die Aufstellung. Wenn ich die Aufstellung sagen müsste, das Einzige, also es wird natürlich ein Sané auflaufen auf der linken Seite. Müller wird vorne spielen, Musiala, Ulisse sollte klar sein. Ich gehe von Pavlovic und Kimmich auch aus. Es sei denn, Pavlovic ist noch nicht fit, dann wird sehr wahrscheinlich ein Goretzka auflaufen. Kim und Opa in der Innenverteidigung, wenn beide fit sind, sonst wird ein Airbag einen Platz mit einnehmen. Und ich gehe davon aus, dass ein Boe rechts anfangen wird dieses Mal. Die Frage ist, was macht er links? Weil Guerrero war nicht wirklich überzeugend. Bringt er vielleicht einen Conny Leimer von Anfang an auf der linken Seite? Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass er einen Conny Leimer wieder auf rechts bringt. Von Anfang an und dann vielleicht ein Boe sogar auf links. Hat er ja auch schon mal gespielt, wenn auch nicht wirklich gut. Ansonsten wird sie selber Startaufstellung vielleicht sogar sein und ein Guerrero fängt wieder an. Wir werden es sehen. Ne? Aber das wäre meine Aufstellung. Leute, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich hoffe auf ein gutes Spiel mit dem besseren Ergebnis natürlich für uns. Mein Tipp 3:1 für uns. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein schönes Spiel und bleibt gesund. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.